Bayern, das sind wir. Bayern und das bayerische Bier. Ja, das kennt jeder von euch. Die wenigsten wissen aber, dass das eigentlich ironisch gemeint war. Das Lied ist jetzt geschrieben worden, um uns Bayern ein bisschen selber zum Verarschen. Mit unserem Hype um unsere Kultur und auch ein bisschen mit unserem Bier, was ja eigentlich eher, sage ich mal, eine Droge ist und den Stolz, den wir da drauf haben. Das soll das Ganze eigentlich verarschen, aber ja, hat nicht so ganz hingehaut. Ist Kult bei uns, ist fast so wie unsere Hymne. Wir stehen ja da drauf, weil so sind wir halt. Okay, wer hat das gemacht? Das Ding ist vom Heindling. Heindling sagt man heute zu ihm, eigentlich heißt er Hans-Jürgen Buchner und Heindling heißt eigentlich die Band, mit der er auftritt. Aber mittlerweile hat sich das so eingebürgert, dass man zu ihm selber auch Heindling sagt. Der komponiert fast alle Sachen von der Band. Die anderen Musiker spielen da auch nicht so wichtige Rollen bei der Sache. Also der Haupt- oder Frontman, der Sänger und auch der Komponist und so weiter von Heindling ist der Heindling, der Hans-Jürgen Buchner. Der ist 44 geboren, also ist jetzt schon über 80 Jahre alt. Geboren ist er in die Kriegswirren, 44, da war ja noch Krieg, ist er in Berlin. Seine Mutter war von da oben, aber sein Vater war aus Bayern und da ist er dann auch aufgewachsen, in der Nähe von Straubing. Ja, in seiner langen Musikerzeit hat er Hits gehabt, wie lang schon nicht mehr gesehen, Paula, der Depp, Spinni, aber eben auch Bayern. Also Bayern heißt das Lied eigentlich. Wir alle kennen das und sagen Bayern, das sind wir, damit man weiß, was gemeint ist. Aber eigentlich heißt das Lied nur Bayern. Ist von Heindling und heißt Bayern. Sonst nichts. Filmmusik hat er auch einen Haufen gemacht. Wirklich coole Sachen, bekannte bayerische Produktionen. Xaver und sein außerirdischer Freund, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Coole Kiste, alter bayerischer Film, aber auch bekanntere Sachen, wie zum Beispiel Rosenheim Cops, irgendwie und sowieso, Kaffee Meinheit. Da ist überall die Musik vom Heindling mit dabei. Was ich vom Heindling aber sagen möchte, auch, und das ist mir wichtig, ist eine ganz andere Seite. Menschlich was, wo ihn doch stark unterscheidet von vielen anderen und wo er vielleicht ein Vorbild sein kann für bestimmte Leute. Und das will ich jetzt mal ausführen. Also er ist aus meiner Sicht ein ganz besonderer Typ, weil er hat die Schule gehasst und er war schlecht in der Schule. Er hat zwar Gymnasium, aber er ist ohne Abschluss aus der Schule gekommen und war dann froh, wie er endlich draußen war. Und die Lehrer haben keine Freude mit ihm gehabt und er war da nicht engagiert. Er hat keine positive Meinung über seine ganze Schulzeit. Und dann hat er, also er kommt aus einer Familie mütterlicherseits, wo relativ künstlerisch da unterwegs war mit Musik und auch ein bisschen andere Sachen. Zauberer waren in seiner Verwandtschaft mit dabei. Zauberer, also so professionelle, coole Sache. Aber er selber hat dann eine Lehre gemacht als Töpfer und da war er auch relativ gut und hat sogar seinen eigenen Laden aufgemacht. Und Musik, das hat er sich nebenbei so beigebracht. Er hat ein bisschen Klavierunterricht gehabt als Kind, aber da hat er nicht gelernt, dass man nach Noten spielt. Und er hat sich alles, was er musikalisch gemacht hat, selber beigebracht. Er spielt ja fast jedes Instrument, wo man sich vorstellen kann. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was er spielt, weil da weiß er einfach aufzuzählen, was kann er nicht spielen. Also der Heindling kann unwahrscheinlich viele Instrumente spielen, hat sich das alles selber beigebracht und spielt eigentlich seine Musik überwiegend, ohne dass er irgendwie mit Noten spielt oder was. Und das ist schon erstaunlich, dass einer, wenn er
Ehrgeiz hat und will und was kann und ein Talent hat, ganz unkonventionell was werden kann. Ohne Schulabschluss, ohne Lehrer, ohne jemanden, der wo ihm hilft. Der ist praktisch in seinem Gebiet der Musik, kann man schon sagen, ein kleines Genie. Aber er hat es geschafft, ohne irgendeine besondere Ausbildung und hat sich alles selber beigebracht, einfach nur mit Engagement, mit Liebe zur Musik. Und das kann vielleicht ein Vorbild sein für alle Leute, wo das Leben nicht so läuft, wie es meinen, die wo vielleicht Angst haben und Selbstzweifel und vielleicht auch von anderen Leuten niedergemacht werden, weil es nicht die Erwartungen erfüllen. Klappt's an euch selber, seid so drauf, dass an euch selber klappt's. Der Händling hat gesagt, als junger Mensch hat er unwahrscheinlich Selbstvertrauen gehabt und von seiner Mutter ist er immer angestiftet worden, dass er alles selber macht und bastelt und sich alles selber beibringt und auch selber Sachen macht, die er haben will. Und das sieht man dann wieder. Er ist dazu erzogen worden und so war er dann auch eigenständig selber und er hat es geschafft. Er hat einen riesen Namen in der Musikszene, vor allem bei uns in Bayern, und er ist ein Genie und er hat es erreicht auf einem ganz eigenen Weg, ein Weg, wo zu ihm passt hat. Und das will ich damit sagen. Jeder Mensch, der wo vielleicht in unserer Gesellschaft aus dem Rahmen fällt und nicht so dazu passt und anders ist wie die anderen, muss zwecks dem nicht verzweifeln. Er muss weiter an sich glauben, muss seine Stärken suchen und dann kann er es auch schaffen, dass aus seinem Leben ganz was Besonderes wird. Wenn er nur mutig ist, sich was zutraut und seine Ziele verfolgt. Jawohl. Gell? Das war's jetzt über den Händling. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch taugt hat und wenn ihr drauf steht, dass da einer auf Bayerisch redet, auf YouTube, dann lasst ein Like da oder noch besser, der sagt abonnieren. Das darf mich sakrisch freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Seid freundlich. Jawohl. Ja, so schaut das aus. Das haben sie da in die Landschaft gestellt. Das ist von den Römern, also nachgebaut jetzt den Stall. Aber da war mal eine Römersiedlung in der Nähe von Pföhring. Und da war das Tor, wo man in die Römersiedlung reingegangen ist. Das haben sie da nachgebaut. Und da bin ich gerade und da habe ich das Video gemacht.